Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup, dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim IKCNCI an dem Moi. Hallo am Mashup vom Mond Juni. Heute sind wir reinkehr zu Feier, also wir drei an Gast. Moin Marike. Hallo. Salut Lorena. Salut. Mein Name ist Jan an eisen Gast, die stellen wir direkt für drunter ein Hashtag Minette Mashup. Da fanden wir uns auf alle Plattformen an den sozialen Medien an. Unter dem Minette Mashup Hashtag fanden wir uns auch auf alle Plattformen, wo es Podcasts gibt. Kommen wir bei sein Video von diesem Monat. Wir begrüßen heute letzten Weekend von der Saison 23-24 direkt vom Escher Theater Carol Lorang. Moin. Moin. Vielmals merci, dass du der Zeit geholt hast letzten Weekend von der Saison. Wie das Ding läuft, das ist das allererste, was ich wissen will. Das Ding läuft zum Theater in Sternen. Weißt du das noch? Wo hat du Klick gemacht? Ich meine, es hat nicht wirklich Klick gemacht, aber den Theater hat mich eigentlich immer schon irgendwie begleitet. Ich schon als Kind immer, bei das Grauten Theater gemacht oder an der Show ein bisschen, nur am Lycée. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Ich hatte auch nie riesige Ambitionen, aber ich war irgendwie immer dran. An Hannover, wo ich im Jahr war, an den letzten Jahren vom Lycée, da habe ich auch viel für Radio Ara Emissionen gemacht. Da sind wir zu ein paar Kollegen an Theater Stecker gucken gegangen und dann haben wir immer als Kritiken gemacht. Und ja, voilà, ich war einfach irgendwie passioniert davon, und das ist eigentlich recht nur der Premiere, wo ich mir wirklich vorgestellt habe, ob ich das dann nicht mehr professionell mache. Ich meine, darüber kommen wir am weiteren Verlauf von diesem Podcast noch ein bisschen zu schwätzen. Nur direkt gibt mich interessieren, wie du als Direktor vom Escher Theater Troll vom Theater an Seite von den Social Medias geseis. Oh, du fängst aber direkt gut an, yeah. Ne? Nee, also wie du sie geseis an wie der Stelle wird für dich vom Theater aus an unserem aktuellen Umfeld, AI, Social Media, Desinformation? Also ein Theater ist ja par excellence das, was am Moment passiert. Ne? An einem Raum mit Leuten, die auf der Bühne sind, und andere, die an einem Zuschauersaal sitzen, an etwas Zeitgleiches erleben. Und das fand ich noch immer irgendwie spannend. Und weil ich aber auch merke, wenn ich am Saal sitze, und auch bei mir Jungen zum Beispiel, mir aber auch bei älteren Leuten, wo man uns gefällt, dass Leute sich nicht bewusst sind, dass die real Leute auf der Bühne sind. Und dann wird auch mal geschwärzt oder kommentiert oder irgendwie schmeckt noch effektiv, da geht ein Handy geguckt und so. Und das, wie wenn so ein Pummer denke ich mal, die Mauer, von der immer geschwärzt wird, ne, die ist für verschiedene Leute manchmal real, die manchmal wirklich da wären. Und die auf der Bühne sind, die gingen das nicht spüren, was am Saal lebt. Ne? Und ich meine, dass das sich effektiv schon verstärkt wird. Ne? Also ich meine, wo ich angefangen habe, an den Theater zu gehen, an den Nunsch oder so, war das Bewusstsein, dass real Leute auf der Bühne sind, manchmal groß wie Haut. Das ist interessant und noch ein bisschen erschreckend, oder? Das schon ja, mir vielleicht irre ich mich auch. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, wo ich mal gedacht habe, ey, wenn die Leute nicht schwatzen oder auf ihren Handy gucken oder zu gut, ich habe mir halt noch kein telefoniert, du denkst, man kann ja wohl nicht sehen, dass die ich auf meint, dass das kein Mord kriegt. Das ist schon so die... Kurz den Netflix aus. Ja, voilà, das ist, also ich merke schon bei, das Komportement par rapport zu dem, was auf der Bühne passiert, verändert sich ein bisschen, ne? Leitet vielleicht darunter, dass wir hier am Land bei mir de größten Theater an der Stadt, mir den Escher Theater, mir ein paar kleinen Theatersäle an der Stadt, dass man nur am Anfang kein so richtig groß Theaterszenen hun. Also so, dass auch an den anderen steht, so fast Theater wären, an denen regelmäßige Jobfeierungen wären. Kann das vielleicht ein bisschen erklären, dass so die Respekt nicht unbedingt immer da ist? Ich weiß nicht. Also ich meine auch von den mit Leuten schwatzen, die am Ausland ein Haus, ein Theater dirigieren. Ich meine, dass die auch teilweise auf dieselbe Konklusionen kommen. Ne? Also ich meine schon, dass Behohle von den Leuten sich ein bisschen ändert, ne? Was das betrifft. Oder wir merken noch, dass man vielleicht
Leute bisschen mehr auch müssen mal da Hand holen oder ein bisschen erklären, was heißt das an den Theater zu gehen, was das für ein Akt, ne? Irgendwie effektiv, an denen du sitzt, an Gedeichter, und dann geht Blut auf der Bühne und dann ist es traurig und da muss man konzentriert sein und so. Ich meine schon, dass das für jeden Frieden, den an dieser Zeit lo groß geht, wahrscheinlich dasselbe ist das, ne? Also da sind vielleicht Männer gewinnt. Boah, natürlich muss man so, wir haben halt zu Lützburg nicht die Theatertradition wie in Deutschland oder Frankreich oder in Nobschländer generell, ne? Wir sind aber, ich ging so ein Recht seit 30 Jahren oder so, wie ich kann so, und das dann dass das Sektor wirklich anfängt, sich richtig zu professionalisieren. Ne? Mhm. An dem Kontext von einem Sektor, den sich professionalisiert wird, für eine Rolle spielt du eine Institution wie den Escher Theater? Also ich meine schon eng Verantwortung. Ne? Also auf der anderen Seite also da ist wichtig, guten Akkui zu machen für die verschiedenen Publiken, die bei uns können kommen. Und das ist eben auch für uns am Theater Hai, dass man nicht nur einen Platz sehen, wo ihr etwas gucken könnt, aber wo ihr rausgeht, aber dass es ein Platz, Lieu de vie ist, ne, wo ihr noch ein bisschen mehr lange Zeit kann verbringen, wie eben, dass ihr noch nachher wie Kaffee habt, wo ihr nur noch ein bisschen sitzen bleiben, und mit den Künstlern schwätzen, oder wir bieten ja auch viel Atelier und rundherum als Programmation, Tanzatelier oder Zirkusatelier oder Rencontre mit den Künstlern, einfach für das Leid sich so den Theater, der gehört zu unserer Gemeinde, zu unserer Stadt, wie ein anderer Platz, ne? Und geht den da hin und soll irgendwie selbstverständlichen Akt sein, für da hinzugehen. Das ist alles ganz wichtig. Und dann auf der anderen Seite, weil wir von der Professionalisation vom Sektor gesprochen haben, es geht darum, dass wir also mal auch ein ganz professionell Arbeit machen, Künstler an ihrer Produktion begleiten, sowohl um administrative wie um technischen, aber auch um künstlerischen, dass wir für sie da sind. Dass man aber auch so große Diskussionen wie das tut vielleicht auch mal gut mit wie Tarifikation, wie bezahlen man die Leute anständig, für das sie wirklich können von ihrer Arbeit leben, dass man da auch natürlich das respektieren. Das ist so ein Dossier, wo Lützeburg mengen generell unabhängig ob es Theaterschauspieler sind oder andere Künstler ein Stück weit zu gehen wird. Ja, also wir sehen ja wirklich an den Diskussionen, ne, an Schmengen aber schon, dass man etwas erreicht. Und also wir haben uns ja schon mal auf Minima festgelöscht, ne, an Schmengen, dass der ja auch zu einem großen Teil respektiert geht. Ne. Aber klar, ja, wir sind bei den Sachen auch da am Anfang. Ne. Ja. Mal kurz über dein Weg vom Studium an diesen Job, Carol. Du bist direktisch. Mir vor allem, du hast auch getourt an der eigenen Kompanie mitgegründet. Das heißt, du warst auch independent. Kannst du kurz ein bisschen dein Weg, den Gräß, ein bisschen etwas davon erzählen? Ja, das ist mir just nach etwas angefallen, auch ob die Frau, wie Bemo du den Funk gekommen ist oder so. Hat aber schon in einschneidend Erlebnis. Ich war effektiv mit 15 oder 16 Jahren war ich mit einer Freundin lang auf dem Festival Avignon. Und da waren wir vor dir und da haben sie mal ganz viele Stecker gucken gegangen und da habe ich wirklich ein paar Sachen gesehen, die mich immens markiert hatten. Und noch überhaupt die ganze Ambiance. Ne? Also das da, voilà. Das ist aber vielleicht so kleine Trigger. Nee, kann ich mir auch gut vorstellen, dass deine kleine Funke. Genau, das war schon... wie gesagt, das ist einfach, das hat mich immer irgendwo begleitet. Ne? Mein Parcours, voilà. Dann, genau, nur der Premiere wollte ich irgendetwas mit Theater machen. Ich weiß auch immer, dass ich nicht Schauspielerin bin. Und dann habe ich eben ein bisschen geguckt, weil es von Möglichkeiten ging. Und dann habe ich zu Bresel die Show entdeckt, den ASSAS, Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et Technique de Diffusion. Und da habe ich dort ein Abnahmeexamen gemacht. Ja. Da habe ich dort ein Abnahmeexamen gemacht und ich habe den noch gepackt und es in Ugeholg gehen. Und dann habe ich Theaterregie studiert.
Und ja, und dann schneidest du ziemlich klassische Wege. Schon Regie studiert, dann habe ich 3-4 Jahre lang Regieassistenz gemacht, an der Belgien, in Frankreich, in Deutschland dann zu Lützeburg. Und dann habe ich eben meine erste Regiearbeit gemacht und effektiv auch meine Kompanie gegründet mit eben anderen Künstlern, die ich auch zu Bresel kennengelernt habe. Das ist die Kompanie du Grand Bub, die geht ja noch immer. Und dann haben wir eben als erste Projekt gemacht. Und ja, dann war effektiv auch eine wichtige Begegnung für uns, war eben dem am Frank Feutler, den Direktor, also den alten Direktor von den Théâtre de la Ville Luxembourg. Und dann hat er uns schon ziemlich gefordert und unterstützt. Und so konnte man auch viele Projekte realisieren, die effektiv auch auf Tournee gegangen sind. Und ja, ich war am ganzen 16 Jahre Travailleur intellektuell indépendant, ich war intermittent, das heißt, ja, also ich will schon, weil das heißt, viel zu schaffen, aber wenig zu verdienen. Und so das Leben auf Tour, das fasziniert mich immer, ob es Band sind oder ein Theatertrupp. Die hat ja keine feste Basis an dem Moment, oder wie? Ja, also wir sind, also halt zu Lützburg sind wir ja als Künstler, sind die meisten auf jeden Fall independent, und der Tisch, die fand, das gibt ja kein Ensemble, nicht? Also nicht ein Theater, den Schauspieler oder Schauspielerin fest ausstellt und dann mit denen Projekte macht. Der Tisch, die Leute fanden sich immer für ein Projekt zu summen, ja, und den hat dann am besten Fall lang leben, weil nicht evident zu Lützburg, weil wir ja auch so klein sind, aber weil wir auch nicht ein riesiges Publikum haben. Der Tisch geht ja immer gesagt, wir sind Land von den Proben, aber ähnliche Vorstellungen. Me wann in der Chance huet, dann gëtt ich dat Steck gesehen, gët den ageluden an d'Ausland, an dann kann ich schon mal mat engem Steck mi lang drehen. An das natürlich super, weil dann geht die vu Staat zu Staat an léiert die noch bisssen die aner Theatre kennen, an wie déi funktionéier, an das schon spannend ze gesinn, wie an Deutschland lebt, wie der Frankreich oder der Belgien schläft. Und dann schaust auch zu hunn, ob de verschiedene Sprachen an den Ländern zu spielen, natürlich. Du verbindest mit deinem Programm am Theater auch viel oder immer sozialpolitische Themen. Ich will nun, dass dir das einfach immens wichtig ist. Kannst du darüber ein bisschen erzählen, ob das immer schon so war oder mich stark geht? Oder? Ja, mir war das immer schon wichtig. Ich bin noch geprägt von der Schule, wo ich komme. Ich meine, das sind aber auch die Themen, die mich interessieren. Ja, mir ist es wichtig, ein Theater zu machen, den engagiert ist, an den Themen ausschneidet, die auch relevant sind für eine Gesellschaft. Und geht man auch, sind noch nicht für ein Theater, die so ganz moralisch ist oder dem man Lesungen könnt. Aber ich fand das wichtig, dass ein Theater Frohe stellt, an Konflikte weist, ohne mit dem Zeigefinger oder ohne wollen simplistische Lesungen anzubieten. Ja, also ich fand schon, dass ein Theater auch Mission hat, für über wichtige Themen zu schwätzen. Wie definiert die so eine Mission? Weil dein Haus ist ja nicht wirklich schüsst für die Stadt Asch zuständig. Mehr am Anfang bedingt eine ganze Region an eine Region, die am Anfang zu zwei Seiten von einer Grenze liegt. Ja. Also wie bringst du da fertig, den Publikum aus den anderen Südgemengen an, eventuell auch das Publikum von der anderen Seite von der Grenze anzusprechen? Also schon mal ein Programm, der relativ diversifiziert ist. Ne? Klar, wie man vorher gesagt hat, so die sozialpolitischen Themen sind wichtig, aber das ist aber auch ein Teil von unserer Programmation. Wir bieten ja nach anderen Sachen und an effektiv, weil das so spannend halt so Asch fand, mir war da aber auch Schwierigkeit kann sehen, dass man so viele verschiedene Nationalitäten haben und noch viele verschiedene Sprachen gegen Schwarz an Schmirken zum Beispiel, wenn man Stecker auch programmieren ohne Spruch, Tanz oder Zirkus oder auch Theater ohne Spruch, dass man natürlich viel mehr gemischten Publikum am Saal haben. Und das ist mir eigentlich ganz wichtig. Ich fand schon spannend, dass irgendwie die Mixität, die man in einer Gesellschaft tun, dass man da ja auch am Theater empfangen. Ne? Und das geht dann eben auch mit Proposen, wo der Spruch vielleicht mal wichtig ist. Und dann ist immer auch klar, zum Beispiel, wenn man etwas Stück auf Deutsch weisen, dass das mehr wird, Lützebäuer oder die deutschsprachige Kommunität ausschwätzen, wobei
ma awer lo net riese Publikum hun de lo vu Saarbrücken oder vun Träier kennt, dofir si ma awer der bësse mi weide waschne. An das natielech Chlor, wann ma franzéschen Theater obiden, dats man dann effektiv e guten Deel hunn den als Frankreich kënnt. Der Techt ja mir hunn eng vielfältig Programmatioun an do sind dann e Bestecker, die sech dann und die eng oder und die aner Gruppe vun Zuschauer wenden, weil Zuschauer sie so vielfältig wie Stecker, die man hunn gëtt kein uniform Publikum der Techte. Das dann aber fir so am Bild vom Zirkus zu bleiben, du musst ja dann einfach wann den Programmation lo zum Beispiel für die nächste Saison lo für 24 25 muss du jonglierst ja dann aber wahrscheinlich ja also mir hu schon so groß lehnen, dass man solo im den Tanzsteck hun oder dann hummer eben noch ja wie Zirkus mir hun an Theater an du versichern dann noch die verschiedenen Spruchen mal dran zu bringen. Also mir also wichtig auch viel über den Humor zu kommunizieren. Ich fand, dass der ein gute Moier als für hat man leider Kontakt zu kommen. An mir has auch wichtig Stecker zu programmieren, die über den Humor eben mit der Leid kommuniziert an net viel verschiedene Möglichkeiten ginnet ja, ne? Also dat kann sowohl politische Kabarett sehen wie Zirkus, wie einfach Künstler, die einfach et Leben auch besser mit Humor holen an noch an dass ich dat spiegelt an ihrer Arbeit diese mache. Ne? Also ich muss so schon immens Schwierigkeiten generell mit Leid und dann aber auch mit Künstler, die sich immens seriös holen an ja. Und meinen, der geht da wahrscheinlich schon vor. Der geht davor, ja. Was ich ganz spannend fand war zum Beispiel Steckle Frontalière, wo du Recherchen vom Leser zum Beispiel mit Abbaus ansteckt. Also ganz realistisch, aktuell Themen, die zum Leben erweckt gehen. Musst du das regelmäßig? Ja, also wir schaffen schon mit also nur Künstlerinnen, die wenn sie ein Theaterstück konzipieren, auch wirklich so Schölle vorlegen von Experten, ne? Also das kann Sinn von ja, mir hat zum Beispiel Ascher Mädchen Ascher Bof aus dem sexuellen Missbrauch gegangen, du hast auch mit einem Psycholog geschwart oder Leute, die wirklich an den Themen sich auskennen oder effektiv für Frontaliere. Du war ein Interview gemacht vom Liser. Ja, also mir gehen auch ganz viel einfach bei Leute an Stelle frohen, an benutzen die Dokumentation, die man da sammeln, alles nicht auflesen, erstecken, ne? Das machen wir regelmäßig, ja. Und dann organisieren wir auch dann Debatte, nur ein Steck zum Beispiel, ne, wo dann noch eben Invité sind, die dann die Themen kennen. Ne, das ist wirklich Allround-Programmation. Ja. Und dort können wir als Lieu verraten. Location vom Moment. Wir sind am Ariston, am wunderschönen Ariston-Gebäude, just pur Meter weiter vom Ascher Theater selber. Und hier dreht sich alles um Kannerprogrammation. Genau, ja. Aber vielleicht eher mal über dich schwätzen. Wie gingst du, Carol, einem, den Ariston nicht kennt, noch nicht gesehen hat, das Gebäude beschreiben? Gebäude beschreiben? Ja. Also, ich so nicht mal, dass es ein nahe Kino ist. Vis-à-vis von einer Kirche, ein Gebäude aus 60er Jahren, was immens viel Potenzial hat, weil das eben nicht nur ein Theatersaal. Wir haben einen flotten Kaffee, wir haben oben drüber nach einen großen Saal, den ich kann nutzen für allmögliche Aktivitäten, von Proben bis zu Senioren feiern oder feiern. Wir haben einen Fundus, das ist wirklich wichtig, fand ich, dass wir einen Fundus haben, wo wir als Kostümmeister Requisiten und so können stockieren. Du wirst dir für drinnen am Ascher Theater. Also wir
Wir haben auch ein Hall am Ascher Theater, die wir können, wo wir als Dekore können stockieren. Und dann haben wir am Ascher Theater auch ein Appartement, das wir nutzen für Requisite, mehr so flotten, wie wir hier hatten wir zwar nicht am Ascher Theater, ne? Den ist auch von einer Bühnenbildnerin Kostümier konzipiert. Ja, den anders klang wie das Rangen, das ist aber gut gemacht. Voilà. Mit dass du bist noch der Kant, den Ariston zu einem festen Bestandteil vom Ascher Theater zu machen. Ja. Also den Ariston ist ja abgekauft von der Gemeinde 2019, meine ich. Und effektiv war ich gefreut gehen, weil also ich hatte schon 2018-19 angefangen mit einer kleinen Kannerprogrammation am Ascher Theater. Die Bühne ist wirklich groß und die Stecker sind aber oft mit klein. Und dann haben wir Scène-sur-Scène gemacht für das Publikum auf der Bühne und so. Und das ist wirklich nicht ideal. Und dann hatte ich schon zu einem Kulturschaffer gesagt, ja, gibt da nicht irgendeine Möglichkeit, noch irgendeine kleine Bühne für die Kannerprogrammation. Und wo du die ganze Diskussion mit dem Ariston war, du hast du gefragt, du hast so gesagt, du brauchst noch etwas, dann kannst du das dafür stellen, das auch also das zu nutzen als zweite Bühne. Und dann war mir natürlich auch direkt, ja. Das können sich vorstellen. Und dann hast du natürlich die Chantier gegangen. Ne? Das war schon sportlich. Ja, weil der Kinosaal kannst du nicht 1:1 als Theatersaal benutzen. Weil am Kinosaal guckt den halt drauf, ne? Am Theater guckt den drauf auf eine Bühne. Also ja, natürlich die ganze Technik, also das war schon, das wurde ja auch mit der Architektin, das ja lokal riesig Gebäude, aber das so war schon eine immens komplexe Renovation, ne, für einen Theatersaal dort zu machen, auch mit den Kontranten. Das Gebäude steht in der Denkmalschutz, mit den Securitätsnormen. Wir mussten 2 Lifter haben auf beide Seiten. Ne? Das heißt, also das war schon ein Challenge, ne, für hier raus ein Theater zu machen. Und du hast ja dann eine kleine Saal gekriegt mit einfach mehr wie 150 Plätzen. Ja. So klein ist das wieder noch nicht. Plätze. Ja, also die Blackbox ist super, geil, das ist eine mega Akustik. Ja, wie hast du dann so das Fazit? Lo wusste Bühne für die Kannerprogrammation, wie könnt die beide Kanner? Ganz gut. Also ich muss aber auch sagen, weil das effektiv geht, das immer gesagt, den Ariston als für Kannertheater, das ist auch nicht. Ne? Wir haben effektiv dadurch, dass bei den Kannerstecker oft eben mit kleinen Dispositivszeniken haben, und die bieten sich halt da besser an für das Heiz zu machen. Aber ganz viel von unseren eigenen Kreationen fanden auch hier am Theater statt. Ne? Also auch Kreationen für Erwurst. Ne? Weil das einfach den Rapport halt sehen ist super an oft Stecker, die mir intimistisch sind, als das hier einfach viel besser. Wir haben eine Woche am Monat immer Kannerstecker, wo wir eine ganze Woche Skolären haben und dann der Weekend für die Familien auch noch ein paar Vorstellungen. Und das läuft wirklich ganz gut. Also als Showvorstellungen sind quasi immer ausverkauft und Familienvorstellungen auch ganz, ganz gut besichtigt. Schulvorstellungen sind auch nicht exklusiv auf die Schule von Asch limitiert. Das ist auch für alle Schulklassen aus dem Land und Leute kommen noch. Ne? Also das, und also ist das auch wichtig, weil das auch eine Schulvorstellung fand, das immens demokratisch an der ist accessibel für die Vereine, weil nicht alle kann für die Möglichkeit mit der Familie an Theater zu gehen. Ne? Und also kann da in der Woche etwas gucken kommen und an der vielleicht sing lief zum Theater auch entdecken. Ja. Ich bestätige, mein Klangt war schon pur mal high und ich weiß nicht genau, weil das gesehen wird. Mir beschreibt das immer am Sänger näher und das ist super enthusiastisch. Also ich schaue das direkt vis-à-vis. Ja, voilà. Und es guckt wirklich, ob die wunderschöne Logo vom Ariston für Sänger Schulklasse aus. Und das wird mich irgendwie auch Frau gemacht, wie ich den Klasse entdeckt habe. Ja. Soll einfach für sie etwas Selbstverständliches sein, ne? Wie sie irgendwo an das Kino gehen oder etwas anderes, das sie holen, kommen sie halt auch an Theater. Ne? Okay, dann machen wir mal den Switch und schwätzen ein bisschen über die Geschichte vom Ariston. Did you know? Yo, oui. Alors, oui, on se trouve donc à l'Ariston. Comme tout le monde le sait, comme on l'a déjà dit, c'était un cinéma qui a ouvert ses portes en 1962. Avant de rentrer un peu plus dans son histoire, il
il a eu une programmation, il a eu diverses programmations, mais il a eu une programmation un petit peu plus ciblée, on va dire, à la fin des années 70 et dans les années 80. Vers quel genre de cinéma s'est tournée la programmation de Larry Stone, selon vous ? I don't know, western, cowboy films. Ja, c'était l'époque des Star Wars et des Star Trek, peut-être la science-fiction. Oui, c'est ça. Un peu de science-fiction, oui. Princesse Leia, tout ça. Oui. Alors, qui le dit ? I don't know, I'm too shy. It's too good. It's just too good. I can't. Et oui, Larry Stone a programmé entre, je crois, 1978 et 1986, jusqu'à ce qu'il ferme, sa première grande fermeture, des films érotiques, voire même pornographiques. Sachant que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il se trouve juste à côté de l'église, il était la propriété de l'œuvre paroissiale. Évidemment, les paroissiens et les paroissiennes sont offusqués, mais Larry Stone, comme en fait les usines du territoire, a connu un déclin dans les années 70. Et finalement, cette programmation permettait de faire une rentrée d'argent et de maintenir à flot le cinéma. Jusqu'en 1986, où là, il a dû fermer. Mais je crois que c'était aussi l'âge d'or des films érotiques, non ? Emmanuel, les échos qui sortaient à cette époque-là. Oui, et si tu le dis, Yann. Je crois que j'étais un peu trop jeune pour ces films à ce moment-là. Ils étaient pas accessibles comme aujourd'hui, j'imagine. Donc c'était... Ça devait probablement être une manière d'avoir accès, en effet, comme tu le dis, à ce type de film. Et puis, c'est vrai que dans les années 70 et 80, y avait une autre concurrence, c'était la télévision. Donc, les gens n'allaient plus forcément au cinéma. Donc en tout cas, Larry Stone a ce petit secret. Ça n'a pas empêché sa fermeture, quand même. Non, en 1986 exactement. Mais bon, après, il a connu d'autres péripéties, d'autres vies. Voilà. Mais c'était quand même un secret assez bien gardé. En tout cas, toutes les hommes et femmes de l'histoire de Esch ou que je rencontre, personne ne m'a jamais révélé ce... Tout le monde savait, mais personne n'a rien dit. Il y a les architectes qui me l'avaient dit. Oui, le petit détail de l'église et la paroisse, ça c'est quand même le top. Bah oui. Très belle église. Je crois qu'on met quand même pas trop le focus là-dessus. Non. Le focus, c'est sur leurs enfants après eux, désormais, puisque en 2022, tu as adapté ce roman de Nicolas Mathieu, donc roman lauréat du prix Goncourt en 2018, qui raconte l'histoire de cette vallée de l'autre côté de la frontière, du côté français, dans les années 90, et qui met en avant la vie d'adolescents un été en 1992 et leur évolution, comment ils grandissent aussi dans cette vallée en déclin. Et donc en 2022, dans le cadre de la capitale européenne de la culture, tu as choisi ce texte et tu l'as adapté au théâtre. Alors, c'est pas la première fois que ce texte a été adapté au théâtre, mais ton adaptation a tout de même beaucoup de singularités. Tout d'abord, c'est une création sur le territoire dans lequel l'histoire se déroule. Ça, c'est très singulier. Tu n'as pas été seul non plus à mettre en scène cette adaptation. Tu as également fait ce choix de proposer au public 4 épisodes, un peu moins de 4 heures dans son intégralité. Et puis avec une équipe artistique assez dense, puisqu'il y a... Alors tu me diras exactement le nombre de comédiens et comédiennes sur scène, mais il y a une équipe artistique très importante et très belle. Alors la toute première question, c'est pourquoi avoir choisi ce texte ? Pourquoi avoir voulu faire une adaptation ? Qu'est-ce qui t'a séduit dans le texte de Nicolas Mathieu ? Et pourquoi ce choix aussi d'une équipe de 3 personnes pour le mettre en scène ? Effectivement, moi j'ai lu le roman en 2018, en décembre 2018. Et tout de suite,
j'ai eu des images et oui, et je me suis dit il faut le monter faut le monter quoi. Et c'était effectivement on parlait déjà de H22, donc j'étais déjà en train de travailler sur une programmation et effectivement ça parle de notre région, même si c'est de l'autre côté, mais quand même je veux dire on a les mêmes réalités, on avait les mêmes réalités ici. Et depuis très très longtemps, j'avais aussi envie de travailler sur un feuilleton théâtral, sur une série théâtrale. Okay. Donc, et je me suis dit, effectivement là, avec les 4 étés, ce sera idéal, 4 épisodes. Et donc, je l'ai donné à lire à Baclan Desbâtis, justement Baclan, comédienne avec laquelle j'ai travaillé depuis qu'on s'est rencontrés à l'INSAS et on a aussi créé ensemble la compagnie, donc et elle aussi elle était tout de suite enthousiaste et donc on a très vite commencé à travailler sur cette adaptation, d'abord avec un scénariste, Joseph Incardona. Okay. Avec lui on a fait vraiment oui, on a eu plusieurs versions, quoi. Donc on a travaillé quand même, je pense, pendant 19-20 sur cette adaptation. Après, il y a en 21, il y a Éric Petitjean qui nous a rejoint et avec lui, on a encore une fois travaillé sur cette adaptation. Et oui, pourquoi autant de monde? Mais c'était aussi cette idée de, on crée une série et dans une série, voilà, il y a toujours, effectivement, il y a une direction artistique, mais il y a aussi plusieurs réalisateurs ou réalisatrices et donc j'avais un peu envie d'expérimenter ça, quoi. Pour moi j'aime bien expérimenter au théâtre et je savais que c'était vraiment un grand défi parce que il faut bien se connaître, il faut arriver à travailler ensemble, ça créera sûrement, ça peut créer des conflits ou des tensions parce qu'on n'est pas d'accord ou voilà, tout le monde doit mettre un peu son ego à côté et se dire voilà, on travaille pour cette œuvre. Et ça, c'était vraiment pour moi une chouette expérience parce que effectivement, je pense qu'il y a 30 comédiennes sur scène, plus toute l'équipe artistique en tout, je pense qu'on doit être au-delà des 40. Et vraiment, la grande majorité était vraiment prête à se mettre au service de ce roman qu'on adore tous, quoi. Donc c'était... Tout le monde s'est fédéré autour de cette œuvre. Alors comme tu dis, il y a eu beaucoup de travail. Une adaptation d'un roman au théâtre, c'est énormément de travail. C'est pas si simple. Non, c'était énorme. Et du coup, est-ce que tu avais, toi et tes collègues, est-ce que vous avez eu une méthode? Et puis surtout, ça se passe dans les années 90. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une 30aine d'années. Donc les ouvriers, les anciens sidérurgistes qui ont vécu cette période sont toujours là. Est-ce que tu es allé en rencontrer? Est-ce que vous en avez rencontré? Vous avez recueilli leurs témoignages? Et si oui, comment vous vous en êtes servi pour le spectacle? Oui, effectivement. Donc, il y avait d'une part l'adaptation du roman. Donc, on a dû faire des sélections. Donc, quelles sont les grandes lignes de narration qu'on veut garder et quels personnages aussi, parce que on n'a pas non plus repris tous les personnages du roman. Donc, voilà. Donc, il y avait déjà une grande sélection à faire, des choix artistiques à faire. Et après, on s'était dit, nous, maintenant, on est ici au Luxembourg et on a quand même envie de rencontrer les gens de la vallée de la Fensch pour parler avec vraiment des vrais sidérurgistes, leurs femmes et aussi avec les jeunes d'aujourd'hui. Et donc, on est allé à leur rencontre, donc on est allé dans les lycées pour parler aussi avec les jeunes d'aujourd'hui, comment est-ce qu'ils voient leur région. Et donc, et pareil, donc on a interviewé plusieurs sidérurgistes aussi pour savoir comment ils ont vécu aussi la fermeture des hauts fourneaux. On parlait beaucoup de la valeur du travail, de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance après les années au chômage. Enfin, donc vraiment, on a discuté de tout cela. Et donc très vite, il y avait aussi ce souhait d'avoir pas seulement des comédiens professionnels sur scène, mais également des gens qui ont à voir avec cette sidérurgie. Et donc on a demandé on a fait un appel et donc il y a des gens qui sont manifestés, qui ont travaillé dans la sidérurgie ou qui ont connu des gens qui ont travaillé dans la sidérurgie et donc qui ont porté les paroles qu'on avait,
tous les interviews qu'on avait eues, donc on a fait des textes avec ces interviews et donc ils sont devenus les porteurs de ces mots-là. Et donc on les retrouve dans les premiers épisodes où ils font partie de l'histoire et à la fin ils reviennent vraiment sur le plateau pour parler vraiment de leur histoire. Donc, Ok, donc il y a vraiment un réel travail de mémoire oui. dans cette adaptation. C'est intéressant d'être allé voir des jeunes dans les écoles. Comment est-ce qu'ils perçoivent justement cette histoire, cette mémoire ? Est-ce que d'ailleurs ils en ont conscience ou pas du tout ? Ils sont complètement déconnectés ? Ça dépend. Il y en a qui, justement parce que leurs grands-parents ont travaillé dans les usines, donc eux ils ont... ils connaissent cette histoire, d'autres ne sont pas du tout intéressés. Il y en a qui disent on se fait chier ici, on a envie de partir. Oui, c'est moche. Oui, c'est moche, c'est comme le personnage dans le livre. Oui, voilà. Oui, donc il y a ça aussi. Ouais. Oui, donc il y a ce souhait de partir. Et d'autres qui respectent beaucoup la mémoire de leurs grands-parents oui, c'est maintenant déjà les grands-parents, hein, donc ouais, c'est très différent. Hein. Parce que aussi quand tu as adapté cette pièce, tu l'as destinée à qui, à quel type de public ? Mais je pensais effectivement aussi à notre public qui vient de France c'était aussi par rapport au projet des frontalières où justement on a déjà eu toutes ces interviews et donc oui. Qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Donc, les hauts fourneaux sont fermés. Et comment est-ce que... voilà, c'est notre histoire aussi. Donc, il y a les gens qui viennent... C'est une histoire très récente aussi, oui, finalement. Voilà. Oui. Tous ces et gens... elle n'a pas de frontières non plus. Non, c'est ça. Et donc, c'était aussi justement pour les gens qui viennent travailler au Luxembourg, dont leurs parents ont sûrement travaillé pour une grande partie dans les mines. Donc, c'était... Tout à fait. C'était aussi pour eux et pour la région du Sud, bien sûr, parce qu'on a aussi parlé avec des gens d'ici et on sent quand même que c'est encore effectivement, c'est très récent. Les gens sont très fiers de ce passé, mais souvent, quand on parle aussi avec eux, on sent aussi qu'ils ne se sentent pas respectés ou qu'il manque une reconnaissance quoi, de ce qu'ils ont fait pour notre pays aussi, quoi. Donc ça, on sent aussi très fort, des deux côtés, je trouve. Oui. C'est du coup une pièce qui permet de mélanger en fait les gens des deux côtés de la frontière. Ouais. Dans l'œuvre de Nicolas Mathieu, alors il y a un personnage luxembourgeois, si je me trompe pas, c'est la tante. Oui, mais ça, c'est nous qui on l'a inventé. D'accord. Ça, c'est pas dans le roman. Oui. Tata, tu peux nous en parler du coup, parce que tu l'as intégré donc dans la pièce. Il y a donc un personnage luxembourgeois, les autres sont français. Pourquoi ? Et comment tu l'as construit ? Comment tu le voyais ? Comment tu... Mais c'était aussi parce que voilà, il y a quand même pas mal de luxembourgeois qui vivent en Allemagne, France, Belgique, et donc j'avais aussi envie de raconter ça, quoi. Donc c'est la copine Evelyne qui s'est mariée avec un Français, mais elle est luxembourgeoise, et donc parce que dans le roman il y a ça parle du Luxembourg, hein, donc il y a les jeunes qui rêvent de partir au Luxembourg. C'est ça, c'est évoqué à plusieurs reprises comme l'Eldorado. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc j'avais envie de raconter aussi une luxembourgeoise qui par le vit biais là-bas. D'un personnage. Oui, par le biais. Ouais. Si on retravaille un tel roman qui a eu tellement d'impact dès sa publication en France, comment est perçu ce travail par l'auteur ? Qu'est-ce qu'a dit Nicolas Mathieu ? Oui, il est venu le voir à Nancy. Il était positif. Oui, je pense il a vraiment apprécié le travail. On était un peu en contact avec lui, parfois quand on avait des questions, notamment par rapport au personnage d'Hélène. Mais oui, c'était un chouette accueil de sa part. Donc il n'était pas vraiment impliqué dans toute la mise en scène, dans tout le développement du projet ? Non, quand on avait des questions, on lui posait. Oui, il y a eu quelques échanges mails, mais après, il nous a complètement... laissé libre pour l'adapter. Et c'était chouette qu'il soit venu, quoi.
Et donc oui, Nicolas Mathieu était à la soirée lecture le 20 juin qu'on a organisé, enfin que le H Théâtre a organisé en collaboration avec le CNCI et puis le Ferroforum qui a accueilli cette soirée, cette très très belle soirée. Et puis le spectacle, il sera proposé pour la clôture de la saison du H Théâtre, les 28 et 29 juin, donc le 28 à 19h et le 29 à 17h. Ouais. Voilà. Et est-ce qu'il tourne encore après? Oui, la semaine d'après, donc en juillet, le week-end, c'est le 6 et le 7 juillet, on joue à Mans, au festival de Mans. Ouais. Donc ça, c'est chouette aussi parce que c'est aussi une région qui connaît ce passé. Donc, ouais, tout à et puis, il y a quand même aussi des comédiennes belges dans le projet. Donc, oui, c'est vraiment un projet transfrontalier. Oui, complètement. Et ça se prête de l'avoir ici sur scène encore une fois et de le montrer une semaine plus tard encore. Ouais. Oui. Parce que je suppose, tu avais dit plus de 30 comédiens sur scène, toute l'équipe technique. Je suppose que pour organiser une reprise d'une telle pièce, déjà pour organiser la pièce en tant que telle, mais pour organiser une reprise 2 ans plus tard, c'est peut-être pas facile, non? Non, c'est vraiment une grande machine, c'est vraiment énorme. Et donc, on profite effectivement là, on va encore une fois le répéter pendant une petite semaine. Et comme ça, si on va à Mans, on sera prêt, quoi, vraiment. Parce que là, on a très peu de temps. Et en plus, là, pareil, on va intégrer aussi des figurants de Mans dans le spectacle qui vont jouer les sidérurgistes et aussi les jeunes. Donc, il y a justement Baclan qui travaille déjà à Mans avec les nouveaux figurants. Et ça fait sens aussi parce qu'il y a aussi cet aspect participatif où on va dans une ville et on travaille avec des gens de là-bas. Ce qu'on avait aussi à Nancy, il y avait des gens qui étaient aussi venus jouer dans le spectacle à Nancy. Et donc, à préciser que les 28 et 29 juin, c'est les intégrales. Oui, c'est à chaque fois des intégrales. Donc, oui, j'allais demander, du coup, c'est les 4 heures? Oui, donc c'est moins que donc ça dure la première partie donc 1 et 2 dure 1h50, puis il y a une demi-heure de pause et après c'est encore une fois 1h30. Franchement, le temps passe vite. Ein andere Wolle, den uns an unserem Podcast am Anfang auch immer interessiert, wir sind zu 3 Assoziationen, Marike wird die Musik von der Erbecht vertritt, Lorena wird den CNCI, also den Industriekulturwolle vertritt, am Wenigkeit von der Minet Biosphäre, Wolle, den uns also auch immer interessiert, an die mehr dann Herz leid als den von der Natur. Carol, du hast lange Jahre zu Asch gewohnt, am Moment zwar nicht mehr, mir schwelle mal dass direkt vom Ascher Theater nach immer so ein Platz an der Natur hat zu Asch oder rundherum Asch, wo sie mal hingeht, wenn sie Energie tanken will, wenn sie ein aufschalten will, wenn sie einfach ein Luft holen will. Ja, also ich gehe schon regelmäßig auf die Gallienbierge. Das meine ich schon, ja, oder du an der Park, das fand ich auch flott. Mais gehen ja da den Klärchen do die kleinen das okay Busch ne mais die kleine Park do oder die Park den ja voilà verstoppten Park ja den aber weil für kulturelle Manifestationen genutzt wird. Ich fand auch wirklich flott. Aber der Galgebierge so ein bisschen Lieblingsplatz für ja fand schon flott für zu gehen. Ja. Quirky question. Carol, ein quirky question. Du organisierst, ohne lo makaber zu gehen, den Last Dinner Party. Okay. Übrigens auch ein ganz gut English Girlband, die irgendwann an mir an Trockal kommen. Ah, ja. Richtig gut. Wie das angelöden? Wie viel darfst du dann anlöden? Das Ding Dinner Party. Kann ich ganz lange durch sein. Alle ganz kleine Runden durch. Und muss ich Leute nennen, oder? Ja, aus der Vergangenheit. Aus der Gegenwart, aus der Zukunft. Denk Raum Dinner Party. Also ich ging mal meinen Freund invitieren. That's very nice. Ich meine, ich ging einfach meinen Freund und meine Familie invitieren, weil ich die auch nicht immer so viel gesehen. No.
Weil ich aber vielleicht schaffe, ne? Aber ja, ich ging das so, Mann. Ich ging nur kein berühmte Leute invitieren. Ke William Shakespeare oder so. Doch ein Autor ging ich invitieren, den Ödon von Horvath. Oh. Das ist ein deutscher Autor, Theaterautor, den ich ganz gerne und den am 20. Jahrhundert, Anfangs 20. Jahrhundert Verlegsstecker geschrieben hat, an ganz viel Humor hat. An, ja, die will ich gerne kennenlernen. Also scheinen Dinner Party auf Deutsch. Ja, da wird auf Deutsch oder die gegen sich sehr und letzte Woche gewinnen vielleicht oder auf Französisch. Merci Carol, mal merci für die Zeit. Nee, doch, ich meine, du hast vielleicht ein paar Frauen, nice. Genau, ja. It's quiz time. Ein froh, wir sind hier am Ariston. Wo das Wort? Was ist der Sinn von dem Wort? Etymologie du mot Ariston. Good question. Aristos. Ja. Also könnt bestimmt aus dem Griechischen. Ja. Ja, ça vient du grec. C'est exact. vrai que Aristos, le- magnifique. Oui, le meilleur. Okay. Ja, anscheinend. Und sie wollten, und die Idee war eben, hier gehen die besten Filme gewesen. International beste Filme. Für allem so zwischen den späten 70er und Mitte von Nacht. Ja, genau. Mir schön den Numm. Den Numm, nach dem Logo vom Numm sind einfach... Am Nacheinfo. Gerne. Ja. Donc, dans le roman justement de leurs enfants après eux, il y a un groupe de musique rock qui joue quand même un rôle peu important. Et C'est Nirvana. oui, voilà. Ja. Ouais. Hat auch benutzt für den Trailer auf einer oder anderen auf ihrer Homepage. Und das war einfach für die jungen Mengen Stimmung so an den Nunche. Also ich weiß noch, dass ich 2D Schlangen nicht aus dem Zimmer gegangen sind, wo ich bis hierhin hat, dass der Kurt Cobain sich flint durch den Kopf gestochen hat. Das kann ich mich auch ganz gut erinnern. Das war... Ja, zu sehen auch nicht aus dem Sommer, gell? Ja, nee, das war ein trauriger Moment. Total. Und du denkst gerade an den Aufschlussball. Il y a pas un bal avec la musique ici à la Brilleplatz aussi. Oui, il y a une grosse fête 90s, ouais. Donc c'est juste après la dernière représentation de C'est leurs ça. enfants après eux, le Ouais, samedi le 29 juin, donc aux alentours de 21h. Oui, c'est ça. Mais déjà, il commence un peu en amont, mais effectivement, il y a... Est-ce que c'est la clôture aussi? Ça marque la clôture de la saison? Oui, pour nous, c'est la clôture de la saison, mais effectivement, c'est aussi une occasion de réinvestir ou d'investir d'une autre manière cette place Brille, faire la fête... Et puis c'est aussi, oui, c'est une fête des années 90, quoi. Le soundtrack avec tout, quoi. du livre et oui. de la pièce. Oui, voilà, il y aura de la danse, il y aura plein de choses. Super. Ouais. Et donc c'est ouvert pour tout le oui, monde. pour tout le monde, oui, oui, oui. Peut venir faire la fête avec vous, avec les comédiens et avec... Oui, il y a un DJ, il y a aussi apparemment un groupe de Londres qui vient et qui joue les musiques de Nirvana. Let's rock the Oui. 90s. Donc rendez-vous le 29 juin au Wesh Theater, Ouais. à partir de 17h. Oui, venez quand même d'abord jusqu'au voir bout la de la pièce. nuit. Voilà, vielleicht Steck kommen, Genau. da Party machen, dann gern am Juli auch den neuen Episode von Minute Mashup lauschen. Hashtag Minute Mashup für uns bis dahin zu suivieren. Links bei allen Sujets, die wir immer geschwärzt haben, fand ihr von Lo und dann auch auf minute-biosphäre.com. Und den nächsten Rendezvous an Juli, da gehen wir underground. Deep underground. Ja, machen wir. Bis dahin, ciao, merci für das Lauschen und merci Carol, dass der Zeit geholt ist für uns. Merci. Carol. Merci Carole. Ciao, ciao.